Schön euch zu sehen. Und wenn jetzt da der Flipchart zu laufen kommt oder gebracht wird, dann muss ich eine kleine Warnung vorausschicken. Ich habe im Zeichnen bin ich nie über ein 2 bis 3 hinausgekommen. Und am letzten Sonntag habe ich zu meiner Frau in Anwesenheit von verschiedenen Leuten gesagt, ich kann nicht gut zeichnen, sagt sie, das stimmt. Also, ja, aber trotzdem habe ich gedacht, ich will euch das veranschaulichen, was ich heute euch predige. Und darum, wenn ihr dann denkt, ihr habt keine Ahnung, dann habt ihr recht. Ich meine nur vom Zeichnen. Meine Frau und ich sind vor 3 Wochen von einer Vietnam-Gruppenreise zurückgekommen. Israel kann man leider nicht reisen im Moment. Von einer Vietnam-Gruppenreise heimgekommen. Und wir sind in Vietnam auf Schritt und Tritt einem religiösen Gemisch begegnet. Einerseits Animismus, das ist der Geisterglaube. Dann der Taoismus, universelle Prinzipien und Buddhismus. In jedem Geschäft, in jedem Haushalt gibt es einen Altar. Wir sehen den gerade jetzt, da auf dem Bild. Jawohl, so einen Ahnenaltar. Die Ahnen, die werden dort geehrt und sie werden gefüttert. Je nachdem, was sie gerne hatten, haben sie Bier gerne gehabt, haben sie Ananas gerne gehabt, haben sie Mango gerne gehabt oder Coca-Cola Light oder Zero, je nachdem, was sie gerne hatten. Auf Schritt und Tritt begegnen wir dem. Warum machen sie das? Sie machen das, weil sie Angst haben, dass die Geister von den Ahnen, die im Universum herumschwirren, zu Dämonen werden, wenn sie nicht anbeten und nicht ehren. Der Guide, den wir hatten, der örtliche Guide, hat mir erklärt, dass er gar nichts glaubt. Am Tag darauf hat er meiner Gruppe gesagt, er hätte noch, bevor er gegangen ist, auf seinem Altar, Ahnenaltar, hätte noch geopfert und geräuchert, damit es den Ahnen gut ging und auch ihm gut Abschied nehmen kann. Also auf Schritt und Tritt begegnen wir dem. Und in dem Land ist dann für mich noch mal ganz besonders etwas riesengroß geworden, das ist das Evangelium. Je dunkler das es ist, oder, das Religionsgemisch, je heller wird das Evangelium. Und ich habe 2 Kurzseminare gehalten in meiner Gruppe über das Licht vom Evangelium. Als ich heimgekommen bin, habe ich gemerkt, dass ich da bei euch auch über das Evangelium predigen darf. Und so bin ich natürlich voll Energie, euch das Evangelium zu erklären. Unsere Predigtserie heisst ja Kompass vom Glauben. Nach was richten wir unseren Glauben aus? Es gibt viele Nebensächlichkeiten und es gibt ganz die entscheidenden Hauptpunkte. So die Punkte, wo wir unseren Kompass ausrichten können. Oder wir sagen dem auch Orientierungspunkt. Letzten Sonntag hat Daniel Weber predigt über den Orientierungspunkt Jesus. So nochmal klar machen, wer ist Jesus für uns? Was glauben wir in der GVC-Bewegung, dass Jesus, wer er wirklich ist und was er bedeutet? Und heute kommt der zweite Orientierungspunkt, der zweite Kompasspunkt, das ist das Evangelium eben. Wenn jemand fragt, was ist das Evangelium, dann sagt man schnell einmal, ja, das ist die Versöhnung zwischen Mensch und Gott. Das stimmt. Aber es ist ein bisschen verkürzt. Weil das Evangelium ist viel breiter, viel grossartiger, viel blumiger. Wenn man es verkürzt, dann hat es für einzelne Menschen Bedeutung. Wenn man das Evangelium ein bisschen mehr erklären kann, je nachdem, in welcher Situation das ein Mensch ist, je mehr spricht es eben verschiedene Menschen an. Das ist auch, wenn man die Leute einladen in den Alpha-Life-Kurs, wenn man fragen, um was es geht, und man sagt, ja, weiss, es geht um die Versöhnung von Gott zu dir. Und er braucht vielleicht gar keine Versöhnung. Er braucht vielleicht im Moment etwas anderes. Er braucht im Moment vielleicht Ehre, er braucht vielleicht Annahme, er braucht vielleicht Wiederherstellung. So gibt das Evangelium eben eine grosse Breite, die ganz Verschiedenes beinhaltet. Und das, ganz ehrlich, das begeistert mich total. Ist es angekommen? Ja. Gut. Das Evangelium hat einmal 3 Hauptdimensionen. Erstens, und jetzt Achtung, aber es ist einfach, ist die vertikale Dimension. Ist doch einfach, hä? Danke vielmals. Ja, mal. Die vertikale Dimension. Das ist die Dimension zwischen Mensch und Gott. Und da unten ist der Mensch. He? Ist eben im Unterschied zu den Religionen, sagt die Dimension, dass wir Versöhnung haben mit Gott, ohne zu leisten.
Nur wir Menschen sind dann so schnell trotzdem im Leistungsprinzip inne, dass wir plötzlich vergessen, dass das Evangelium sagt, ohne Leistung, Gnade. Sie ist nicht gratis, weil sie hat Jesus viel gekostet. Aber Gnade ist da und wir müssen uns nicht bemühen, wie in den Religionen, gerade im Buddhismus zum Beispiel oder im Taoismus oder wo auch immer, in den Religionen, auch im Islam. Das ist das. Der Bibelvers dazu, wo das bestätigt, ist im Römer 5,1. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens, verstehst du? Nicht aufgrund von deiner Vergangenheit, nicht aufgrund von deiner Bemühungen, aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Das ist die vertikale Dimension. Die ist sehr wichtig, aber sie ist nicht die einzige. Die zweite Dimension, ist auch wieder schwierig zu zeichnen, ist die horizontale Dimension. Mensch. Die horizontale Dimension oder die soziale Dimension. Und da lese ich euch in Lukas Antrittswort von Jesus Christus, wo er sagt, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Jahr der Gnade auszurufen. Das ist das, was das Evangelium, wenn es neu mit hinkommt und mit dem Evangelium ein Reich Gottes entsteht, das, wo plötzlich neu wird in den zwischenmenschlichen Beziehungen, weil das Evangelium hinkommt. Also die horizontale Dimension. Wie sieht das aus? Da, wo die gute Nachricht hinkommt, werden Arme nicht mehr arm bleiben. Weil Reiche werden teilen mit den Armen, wenn sie das Evangelium verstanden haben und das Reich Gottes hinkommt. Es kommt also soziale Gerechtigkeit mit dem Evangelium. Das Evangelium will soziale Gerechtigkeit bringen. Gefangene werden nicht mehr gefangen bleiben in Unvergebenheit, sondern durch Vergebung werden Gefangene frei werden. Und Menschen, die eben in Religionen blind sind für die Vergebung, werden plötzlich die Augen auftun, dass sie die Vergebung sehen durch Jesus Christus. Das ist die Dimension. Die dritte Dimension, das ist die kosmische Dimension. Fast ein Kreis. Das ist die kosmische Dimension. Da lesen wir im Römerbrief Kapitel 8, Vers 21 Folgendes. Auch sie, die Schöpfung, wird von der Last der Vergänglichkeit befreit werden und an der Freiheit teilhaben, die den Kindern Gottes mit der künftigen Herrlichkeit geschenkt wird. Die kosmische oder die Schöpfungsdimension ist zukünftig, aber es ist auch eine Dimension vom Evangelium, oder? Wenn man so sagt, die ganze Welt geht vor die Hunde und alles geht kaputt und gleich gibt es vielleicht kein Leben mehr und weiss ich was alles, was da die Untergangspropheten sagen, können wir sagen, halt, stopp, sicher. Im Evangelium steht, dass einmal Gott die Welt wird neu machen. Dass einmal die Schöpfung wird erlöst werden von ihrer Vergänglichkeit. In der Bibel steht nicht, dass die Schöpfung nicht vergänglich ist, sondern es steht sogar, die ganze Schöpfung seufzt mit den Menschen zusammen. Und wir sehen und hören indirekt das Seufzen von der Schöpfung im Moment. Ich meine, wie es mit den Tieren umgeht in Vietnam, da sind wir meilenweit davon entfernt, wie die Tiere gequält werden, wie sie leiden. Und da sagt die dritte Dimension vom Evangelium, es wird einmal eine Versöhnung geben und eine Wiederherstellung von der Schöpfung. Zusammen dann, wenn die Kinder Gottes offenbar werden, dann, wenn sichtbar wird, dass wir Christen sind, dann, wenn sichtbar wird, dass Christus wiederkommt. Also das Evangelium hat zuerst einmal 3 Hauptdimensionen. Mensch, Gott,
Und sie macht, wenn das Evangelium wirklich ankommt und wirklich Reich Gottes entsteht und Menschen wirklich sich damit ausrichten, entstehen ganz neue Beziehungen und ganz neue Freiheit und ganz neue Wiederherstellung zwischen den Menschen hinein. Und dann eben die dritte Dimension. So, die erste Hälfte haben wir überstanden. Jetzt möchte ich euch das Evangelium in seiner Vielfalt im Feuerwerk zeigen. Einerseits ist das Evangelium Vergebung und Versöhnung. Kannst du mal drucken? Jawohl, Vergebung und Versöhnung. Dann beinhaltet das Evangelium ganzheitliche Annahme. Annahme brutto, Annahme total, nicht netto. Dann beinhaltet das Evangelium teuer erkaufte Gnade. Das Evangelium beinhaltet eine kommende Gerechtigkeit. In dieser Welt, wo so viel Ungerechtigkeit ist, sagt das Evangelium, es kommt einmal eine Zeit, wo Gerechtigkeit ist. Das ist frohe Botschaft. Das nächste ist, das Evangelium beinhaltet innere Freiheit von Abhängigkeit wie Ängste, Sucht und Zwang. Das Evangelium beinhaltet herrliche Ewigkeit. Auch das ist Evangelium, die Ewigkeit. Ich habe vor einer Woche eine Beerdigung machen von einem Freund, der mit einem Hirntumor gestorben ist. Und eigentlich war es sehr traurig. Aber er hat sich gewünscht, dass niemand schwarz angelegt kommt und dass man ein Fest feiert, weil er gewusst hat, dass er in die Ewigkeit gehen kann. Was für ein Evangelium, wenn Menschen um den Tod nahe sind, wissen, es gibt eine Ewigkeit. Das Evangelium beinhaltet Würde von jedem Einzelnen. Es beinhaltet Heilung im jetzigen oder und im zukünftigen Leben. Es beinhaltet Wiederherstellung und Veränderungen in einzelnen Leben, in Familien, in Beziehungen, in Arbeit, in Finanzen. Evangelium beinhaltet den Beistand vom Heiligen Geist. Und zum Schluss noch, das war es. So viel beinhaltet das Evangelium. So reich ist es. Viel reicher, als wir oft denken. Mein nächster Titel heisst das Evangelium und das Reich von Gott. Ich habe das Reich Gottes schon zweimal angetönt. Wir wollen das ein bisschen näher anschauen, wie das zusammenpasst. Evangelium und Reich Gottes. Markus 1,15 sagt Jesus, die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt diese gute Botschaft. Es gibt da zwei Wörter drin, die speziell sind. Erstens gute Botschaft und zweitens Reich Gottes. Jetzt kommt die zweite Sache. Jesus ist der Ausgangspunkt. Jesus ist auf die Erde gekommen, um was zu machen? Um das Evangelium zu verkünden. In unterschiedlicher Intensität. Und alle die von uns, die wiedergeboren sind zu neuem Leben durch Jesus Christus, dürfen da drin hineinkommen, einsteppen, anstelle von Jesus, aus Jesus heraus, auch das Evangelium zu verkündigen. Du und ich sind gerufen, auch das Evangelium zu verkündigen. Und überall da, wo das Evangelium hinkommt, in dieser Breite, die ich jetzt erzählt habe voran, überall da, wo das Evangelium hinkommt und angenommen wird, entsteht was? Reich Gottes. Nicht überall, wo das Evangelium verkündet wird, auch bei Jesus, nicht überall ist Reich Gottes entstanden. Bei den Pharisäern, den Sadduzäern ist nicht Reich Gottes entstanden, sie haben es nicht angenommen. Aber überall dort, wo Jesus predigt hat und Menschen das Evangelium angenommen haben, ist Reich Gottes entstanden. Und da, wo Reich Gottes entstanden ist, hat sich etwas verändert. Es hat eben Versöhnung gegeben zwischen Mensch und Gott. Es hat Versöhnung gegeben unter den Menschen. Da haben Menschen wieder ihren falsch erarbeiteten Reichtum den Armen zurückgegeben. Arme sind nicht mehr arm geblieben. Und so ist es heute. Da, wo wir das Evangelium verkündet,
und das Evangelium angenommen wird, entsteht Reich Gottes. Und genau darum machen wir Alpha-Life-Kurs. Wir wollen das Evangelium verkündigen. Jetzt manchmal sind wir dann sehr schockiert oder traurig, wenn es nicht angenommen wird, oder? Aber es spielt keine Rolle. Es ist schade. Aber wenn wir es nicht verkündigen, kann es auch nie angenommen werden. Also das Evangelium verkündet mir mit Jesus Christus und wir können heute sagen, Jesus Christus steht. Jetzt lehrt uns Jesus beten, dein Reich komme. Ich habe das immer relativ eng verstanden. Von meinem Vater, der Pfarrer war, hat das immer interpretiert, auf das Christus Jesus gleich wiederkommt. Aber wenn Jesus uns beten, dein Reich komme, dann hat das eine grössere Dimension. Es ist nämlich so, dort, wo Reich Gottes entsteht, hat Jesus gewusst, das ist ein Spannungsfeld. Zwischen Reich Gottes schon da und doch noch nicht da. Mein Freund, den ich beerdigen musste, den ich alle Wochen besucht habe, wenn ich in der Schweiz war, in den letzten Tagen, in den letzten Wochen, jeden Tag besucht habe. Ich habe so gerungen, dass Reich Gottes kommt, dass er nochmal gesund wird. Aber das ist ein Spannungsfeld zwischen Reich Gottes da und doch seine Kraft vom Reich Gottes noch nicht voll da. Das Spannungsfeld hat schon Jesus gekannt. Auch wenn es bei ihm natürlich viel anders war. Aber das Spannungsfeld kennen wir, dass das so zwischendurch manchmal eben nicht kommt. Wir wissen, dass es Krankenheilung geben kann. Darum beten wir für Kranke, dass sie gesund werden. Wir wissen, dass es Evangelium ist, dass Kranke gesund werden können. Wir wissen, dass dort, wo das Evangelium hinkommt, kann Reich Gottes entstehen und darum können Menschen gesund werden. Wir wissen aber auch, dass es noch nicht so weit ist, dass alle Menschen gesund werden. Es ist manchmal so, wie wenn das Reich Gottes noch im Nebel ist. Es ist manchmal wie ein Nebel. Und wir wissen, dass der und der plötzlich sich der Nebel auflöst und die Sonne durchscheint, wie wir das in unserer Gegend da sehr viel erleben. Ich nehme an, am Ahrtal ist ein Nebelloch, oder? Nicht? Entschuldigung. Aber das Winterthur bei uns ist oft Nebel. Wir wissen, dass auch das so ist, beim Reich Gottes, dass durch den Nebel durch das Reich Gottes immer wieder kommt und manifest wird. Und wir wissen auch, je mehr Lebensbereich von uns wir nach dem Reich Gottes ausrichten, je mehr wird das Reich Gottes manifest. Also jetzt haben wir verschiedene Begriffe. Wir haben das Evangelium, das verkündet wird. Das Evangelium in dieser Vielfalt, die ich euch vorhin gesagt habe. Und dort, wo das Evangelium in dieser Vielfalt hinkommt, entsteht Reich Gottes. Und da sind wir noch in dem Zwischending zwischen schon da Reich Gottes und es kommt noch. Aber Freunde, wir gehen doch nicht auf, das Evangelium zu lieben. Wir gehen nicht auf, das Evangelium zu verkündigen. Es ist eine fantastische Botschaft, dass Menschen versöhnt werden, dass Vergebung möglich ist zwischen Menschen, dass Vergebung zwischen Gott und Menschen nicht möglich ist, dass Heilung möglich ist, dass Wiederherstellung von Beziehungen möglich sind und so viel mehr, dass es Gnade gibt, dass es mal zukünftige Gerechtigkeit gibt, dass es zukünftige Versöhnung gibt von der Natur mit dem Menschen. Je mehr du und ich das Evangelium hören und je mehr du und ich unserem Evangelium in seiner Vielfalt öffnet, je mehr entsteht Reich Gottes in uns hinein. Und je mehr merkt es unser Umfeld, dass da etwas anderes ist, bei uns etwas anderes geworden ist. Und darum rufen wir zusammen mit Jesus, dein Reich komme. Darum beten wir das in unseren Gebetszeiten. Dein Reich soll kommen. Ich habe so Sehnsucht, dass mehr von dem Reich Gottes kommt. Und Jesus sagt ja, das Reich Gottes ist wachstümlich. Und ich glaube daran, dass es auch in der heutigen Zeit, auch wenn in der Schweiz das Reich Gottes nicht sich gerade ausbreitet im Moment,
Es sind andere Bereiche dieser Welt, die sich ausbreiten. Ich bin mit meiner Gruppe in Vietnam in einer Kirche. Das war ein Pastor von 100 Gemeinden. Und er hat uns erzählt, wie in Vietnam das Evangelium sich ausbreitet. In einem Land, wo das Evangelium überhaupt nicht bekannt ist. In einem Land, wo man in den Bergtälern noch leiden muss, wenn man das Evangelium verkündet. Freunde, wir glauben und wir erleben es mit, wie teils Ort dieser Welt das Evangelium schneller wächst, stärker sich zeigt, stärker sich ausbreitet. Aber wir haben Sehnsucht und glauben, dass auch bei uns das Evangelium sich mehr ausbreiten kann. Nur sind wir ein Teil davon. Wir sind ein Teil davon im Verkündigen und in dem das Reich Gottes in unserem Leben kann Auswirkungen haben. Indem wir uns versöhnen mit Menschen. Indem wir Arme helfen, dass sie nicht mehr arm werden. Und vieles mehr. Ich komme schon bald zum Schluss. Das Evangelium für dich und die Nächsten. Für den Zachäus war das Evangelium Annahme und Nähe gewesen. Vielleicht braucht dein VIP Annahme und Nähe. Vielleicht brauchst du Annahme und Nähe. So ist das Evangelium für dich eben die Annahme und die Nähe. Für die gekrümmte Frau hat das Evangelium bedeutet, Würde überzukommen. Vielleicht brauchst du Würde, weil du in deinem Leben von Mann oder Frau entwürdigt worden bist. Vielleicht braucht dein Nachbar, dein Freund, dein Bekannter Würde und kann so zu Jesus kommen und durch das Evangelium Würde empfangen. Für die Frau im Brunnen war das Evangelium wahres Leben gewesen. Das Brot vom Leben, das Wasser vom Leben. Vielleicht brauchst du, vielleicht braucht dein Geschäftskollege, deine Geschäftskollegin wahres Leben. Das Brot und das Wasser für die Seele. Für den Nathanael war es, er ist wertgeschätzt worden. Wann war das? Am letzten Sonntag. Ist eine kleine Frau auf mich zugekommen. Sie hat gesagt, kennst du mich noch? Ich habe gesagt, nein, ich kenne dich nicht mehr. Sie sagt, ich war im Drogenentzug bei euch vor vielen Jahren. Ich nehme an, es war sicher vor 15 Jahren. Und ich habe dort noch oft Besuche gemacht in der Drogenzeugstation. Und sie hat gesagt, du hast mich wertgeschätzt. Du hast mich gesehen. Das war für mich Evangelium. So können wir Evangelium leben. Indem wir Menschen sehen und wertschätzen, die sonst nicht gesehen werden, nicht wertgeschätzt werden. Für den Nathanael heisst es, er ist wertgeschätzt worden von Jesus. Er ist gesehen worden von Jesus. Es hat mich tief berührt, weil das ist mir überhaupt nicht bewusst gewesen, dass ich da ganz besonders jemanden wertgeschätzt hätte. Für die Ehebrecherin war das Evangelium Vergebung von der Schuld gewesen. Vergebung von der Schuld. Vielleicht brauchst du von einer Schuld Vergebung. Denkt nicht, dass Schuld heute nicht mehr aktuell ist. Viel zu viele Leute laufen herum mit unvergebener Schuld, weil sie das Evangelium von der Vergebung gar nicht kennen. Weil sie sich selber nicht vergeben können, weil sie gegen die Wand gefahren haben. Weil sie jemanden tief verletzt haben. Weil sie abgetrieben haben und gedacht haben, das mache ich nicht mit ihnen. Das Evangelium hat für die Ehebrecherin bedeutet Vergebung von der Schuld. Für die Blinde war das Evangelium heilig durch ein Wunder. Hör nicht auf zu beten in deiner Familie und für andere um Heilung durch Wunder. Was ist das Evangelium für dich? Das Evangelium ist etwas Riesiges. Und wenn du heute rauslaufst und sagst, hey, ist ein bisschen viel gewesen, mach nichts. Das Evangelium ist ein wunderbarer Blumenstrauß. Etwas total Gewaltiges. Etwas so Vielfältiges. Etwas so Grosses. Das Evangelium ist für uns in der GVC-Bewegung ein Orientierungspunkt. Jesus ist der Erste.
Zweiter Orientierungspunkt ist das Evangelium, die frohmachende Botschaft und das Reich Gottes, wo durch die Botschaft entsteht. So, ich habe geschlossen. Amen. Können wir stehen auf und wir beten zusammen. Jesus, ich danke dir, dass du das Evangelium verkündet hast. Ich preise dich dafür. Und es ist mir eine Ehre, dass wir in deine Fußstapfen eintreten und das Evangelium dürfen erkennen in seiner Vielfalt. Du hast das Evangelium gelebt, Jesus. Ich danke dir dafür. Und ich bete, dass wir es auch leben können. Und wir selber froh werden darüber. Ich bete, dass wir auch ein bisschen sprachfähig werden gegenüber Menschen, die wir zum Evangelium erreichen wollen. Und wir sagen alle miteinander, dein Reich komme. Komm, wir sagen es mal 2, 3. Dein Reich komme. Nochmal, dein Reich komme. Das dritte Mal, dein Reich komme. Ja, Jesus, dein Reich soll kommen. Wir wollen sehen, wie dein Reich mächtig wird. Wir wollen sehen, wie dein Reich jetzt schon verändert. Menschenleben verändert, unser Leben verändert, unsere Familien verändert, unser Single-Dasein verändert, unsere Ehen verändert. Unsere zwischenmenschlichen Beziehungen verändert. Und Jesus, ich bitte für alle, die noch in der Religion gefangen sind, ich meine, sie müssen gute Werke tun, um zu genügen, dass sie das Evangelium annehmen dürfen. Und Jesus, wir haben Sehnsucht, dass die Schöpfung versöhnt wird. Wir haben Sehnsucht nach selber Zeit, wo in der Bibel steht, nach dem kosmischen Versöhnung, nach der allumfassenden Evangelium. Was für eine Zeit wird das sein? Was für ein Jahr wird das sein, wo Leid und Not ein Ende hat? Amen. Wir haben